Welches Säugetier hat einen 30 cm langen Schwanz und hat nur ein Auge? Den nehme ich vor das Intro, der ist super. Okay. Salut zusammen, hier ist der Lionel. Ich bin heute an der Basler Herbstmesse und ich möchte gar nicht eure Zeit zu sehr verschwenden. Los geht's! Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Zur Erklärung, wir haben uns schon mal im Zoo getroffen und du hast mir gesagt, dass du eine grosse Fernsehkarriere vor dir hast. Ja, wie läuft's? Momentan läuft es sehr gut. Ich habe jetzt bei 2 Folgen mitgemacht, bei First Dates in der Schweiz und bei First Dates in Deutschland. Und wann sieht man die? Ab dem Januar bei 3 Plus und ab dem Februar bei Pro 7. Okay. Was hat euch hier an die Messe gebracht? An der Messe? Also, was macht ihr hier? Phoenix ist geil, Tagada am besten. Also Kanake Bahn. Was? Kanake-Teller. Wieso nennt ihr das Kanake-Teller? Weil ich Kanake drauf gehen. Sind ihr drauf gewesen? Ja. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ihr... Ja, das sind wir Kanake. Was? Ja. Was ist denn die Nachricht an die Leute, die dieses Jahr nicht an die Herbstmesse gegangen sind? Selber schon, nächstes Jahr wieder. Lutschers. IVs. IVs? Ja. Sie sind hobbylos, fertig. Ich bin einfach hobbylos. Ihr habt alles verpasst. Zu viel ist schon abgegangen. An welche Länder grenzt der Bodensee? Ri. Italien. Nur Italien, nur Italien. Bodensee. Das ist in Zürich. Was? Ist das in Zürich? Nein. Hä? Wo ist der Bodensee eigentlich? Das in Italien. Ist das in der Portugal. Bodensee. Nein, er weiß es, er weiß es. Warte, ich muss überlegen. Und ist Italien dann oben, ich glaube, Deutschland und. Wie heisst die andere? Deutschland oder Österreich? Wo ist das schon wieder? Weißt du, wo der Bodensee ist? Nein. Er ist zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. An welche Länder grenzt er also? Deutschland und Frankreich. Nein, Deutschland und Schweiz. Und das dritte Land? Keine Ahnung. Er ist zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. An welche Länder grenzt er also? Frankreich. Österreich. Der Bodensee ist in Zürich. Das ist der Zürichsee, der in Zürich ist. Nein, Bodensee ist Genf, oder? Das ist der Lac Le Mans, nein. Luzern. Das ist der Vierwaldstättersee. Bruder, Bodensee. Aarau. Also er grenzt an Kanton St. Gallen. Das heisst, ein Land, an das er grenzt, ist schon mal... Italien. Viele sind hier unterwegs, die suchen auch ein bisschen Dates. Sie werden jemanden finden. Wie sieht es bei euch aus? Suchen ihr jemanden? Ich bin gerade vor einer nach Snap gefragt worden. Oh. Gerade irgendeine? Ich kenne die nicht, ehrlich. Und hast du ihr einen Snap gegeben? Ja, natürlich. Was passiert jetzt noch auf Snap? Oh, das weiß ich selber noch nicht. Die hat ausgesehen wie 12, ich bin auch ehrlich. Ja. Benimmst dich, gell? Nein, jo, die Schweiz. Nicht, dass du... Die Schweiz auch Ausweis gesehen und so, vertraut. Hast du Ausweis gesehen? Alter, ist nur eine Zahl. Gefängnis ist nur ein Ort. Also von dem her... Nicht ich bezahle, sondern das Mädchen. Du willst das sie bezahlen. Sie muss dich einladen. Ja. Wieso das denn so? Willst du nicht 50-50 machen? Nein. Ich habe keine Lust zu zahlen. Mein Vater gibt mir kein Geld. Eben. Das stimmt. Kein Geld. Ich bin rich. Sind ihr denn hier auf Frauensuche oder was machen ihr hier genau? Also schon Frauensuche, aber auch eigentlich mit Kollegen chillen. Wie ist die Frauensuche bislang gelaufen? Sehr scheiße. Willst du den Frauen, die hier zuschauen, irgendetwas mitteilen? Ich bin Albaner und über 1,80. Möchtest du mal Lehrer werden? Nein. Präsident? Nein. Was möchtest du werden? Marschallarbeiter. Ihr könnt jetzt sogar nicht klären. Ich kann einfach zu der und sage, kann ich einfach die Nummer. Man muss eine AMG haben. Frisch für die Lara. Jetzt, die Schweiz ist ja nicht Teil der EU. Für was steht EU eigentlich? European Union. Frag ihn, er weiß es besser. Für die Europäische Union. Okay. Was ist deine Lieblingspartei? SVP. SVP. Also die SVP ist ja sehr stark gegen die EU, aber was die EU bedeutet, das weißt du dann auch nicht so genau. Ist das richtig? Frag noch mal so schön. Europäische Grenze, keine Ahnung. Europäische Grenze, Europäische Union. Europäische... Ich habe es gewusst, ich habe vergessen. Nein, ich weiß nicht. Also ich sehe, die Outfit ist also sehr stylisch, neue Schuhe, alles sauber. Ja. Bist du eher ein Rich Kid, kann man das so sagen? Ja. Hast du Cash in der Tasche? Ja. Okay. Warum? Also du flexst auch ein bisschen? Nein. Das ist gar nicht, Alter. Man muss sich so anziehen. Wie viele Länder gibt es etwa auf der Welt? Ich schätze etwa 40.
Ein bisschen mehr. 50. Viel mehr. 60. Eine. Ein Land auf der Welt? Ja. Welches? Albanien. Wo sind wir denn da? Oh nein, sind wir nicht, oder? Mein Mund, was schnürst du? Ich weiss nicht, 1284, so etwas. Etwas mit 2000. 80 Länder, keine Ahnung. Ein bisschen mehr, so um die 200, aber 200? ja. So 35. Kannst du mir mal ein Land nennen, das du nicht kennst? Ist mega schwer. Ja, voll. Das ist die schwierigste Frage, die ich je gestellt habe. Ich weiß es nicht. Die Frage ist schwierig, die müsst ihr nicht wissen. Keine Erwartung. Dann zahle ich dir eine Portion Pommes, okay? Okay, ich bin bereit. Also, wer ist der Friedrich Dürrenmatt gesehen? Was? Präsident von. Friedrich Dürrenmatt, wer ist das gesehen? Der Gründer von der Schweiz. Der Gründer von der Schweiz. Friedrich Dürrenmatt. Keine Ahnung. Schriftsteller. Oha, ist er. Wie soll ich das? Oha, Applaus bitte, Applaus für ihn. Hallo? Nicht schlecht, super. Mein Vater. Dein Vater? Ja, ja. Was hat er beruflich gemacht, dein Vater? Das ist überhaupt nicht. Das war echt mein Vater. Ich habe ihn auch als Vater gekannt. Friedrich Dürrenmatt. Also ich bin froh, dass du es jetzt googelst. Erfinder oder so? Ja. Strom erfunden. Strom erfunden. Der, der Herbstmesser erfunden hat. Friedrich Dürrenmatt hat Herbstmesser erfunden? Nein, nicht ganz. Okay. Wer ist das denn? Boah, weiß ich selber nicht. Keine Ahnung. Okay. Es war ein Schriftsteller. Könnt ihr mir irgendeinen Schriftsteller nennen? Keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Jemand, der Bücher schreibt. Kennt ihr jemanden? Nein. Oh, mir fällt gerade gar kein ein. Jetzt nehmen wir an, du gehst an eine Bahn hier auf der Herbstmesse und normalerweise kostet die Bahn 10 Franken, aber heute gibt es 40% Rabatt. Wie viel bezahlst du eigentlich jetzt? 3,50 Franken, oder? Es gibt 40% Rabatt. Also, das heisst, du zahlst 40% von diesen 10 Franken nicht. Du zahlst aber noch 60%. Wie viel sind 60% von 10 Franken? Ich bin hure schlecht im Mathe. 2,50. Ich merke es, aber wir probieren es trotzdem. 2,50 sind 60% von 10. Schaffst du nicht im Verkauf? Du musst doch gut sein mit Mathe. Doch, 60%. Ist das nicht 90? Das wären 6 Franken. 6 Zehntel, 60%. Ah, ja, stimmt. 6 von 10. Wie nennt man jemanden, der hier auf der Herbstmesse auf alle Bahnen geht? Ein Albaner. Ha 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 ha. Okay, das ist gar nicht schlecht. Sind ihr Albaner? Ja. Okay. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Albanen. Das war es mit der Herbstmesse. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das ist nicht zum geil anerkennen. Lionel. Das bin ich. Zijn die verschillende Lionel? Eine Resemblance. Ich bin ihn, hallo, ich bin. Das ist mein Highlight heute. Okay, der Lionel. Oh, echt cool. Du bist der Lionel. Okay.